Guten Abend bei Dickrich TV haut aus der Dickrischer Hotelschule der École d'Hôtellerie de Tourisme, wie sie well heescht. An dem Mann, dem die Schule diesen zu verdanken hat, das ist der Direktor Michel Lanners. Bonjour. Schon. Willkommen an der Schule. Wir sind froh, für uns zu weisen, hoffentlich von einer guten Seite. Da gehen wir mal gucken. Ja. Ne? Ja. Ich habe just gesagt, den Namen von der Schule den hat für ein paar Jahre gewechselt. Wieso oder ist du für dezidiert? Ja, die Analyse war relativ schnell gemacht. Wir haben uns vorgestellt, wie viele Hotelschulen gibt es in Lützeburg. Es geht eng. Wir schwätzen immer, der Volksmund sagt Hotelschule, nicht Hotel-Lycée und auch nicht Hotel-Lycée-Technik. Und wir sind ins Ausland gucken gegangen und immer festgestellt, dass die ganz guten, die besten Hotelschulen noch École heißen, wie die Hotelschule zu Lausanne. Und wir haben aber den Alexis Heck nicht wollten verdrängen. Und dafür haben wir das Restaurant d'Application Alexis Heck genannt. An ihrem Motto von der Schule ist Striving for Excellence. Und ich meine, ihr wollt das Schule auch wirklich zu einer ganz größer machen. Wir haben uns auch vorgestellt, soll Lützeburg eine normal, durchschnittliche Hotelschule kriegen, die so am Fahrtwasser von der Moyenne lebt, oder will man etwas Gutes machen? Wenn man die letzten Initiativen von Lützeburg so guckt, ob das eine Universität ist, ob das ein Museum ist oder eine Nationalbibliothek, wir wollen immer ganz gut sein. Und da fand ich dann, dürfte eine Hotelschule nicht durchlaufen und so, wir machen etwas Durchschnittliches, dafür immer den Motto, den Leitmotiv Striving for Excellence geholt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht einen Fehler machen darf. Selbstverständlich zum Lehrer gehören Fehler machen und wir sind selbstverständlich nicht, wie will ich sagen, mir verzeihen selbstverständlich auch, wenn der Schüler etwas nicht direkt perfekt kann. Exzellenz ja, aber auf verschiedenen Niveauen, weil ihr bietet am Anfang ganz unterschiedliche Formationen. Richtig, das ist ganz wichtig, dass ihr da doch rauszieht, dass so als Schüler soll auf seinem Niveau gucken, das Maximum fertig zu bringen. Das ist eine Demarche, die an der Bildungspolitik auf vielen Plätzen praktiziert wird, soll auch praktiziert werden. Und wir haben, ob das ist für ein DAP, ein Diplom d'Aptitude professionnelle oder ein Diplom de Technicien oder ein traditionell Premier oder der BTS, da soll als Schüler auf seinem Niveau gucken, für das Maximum zu machen. Und es soll auch encouragiert von den Professionellen aus der Schule, den Professoren, aber auch den anderen, die am Encadrement sind, für das zu machen. Was aber auch ganz interessant ist, dir so den eine 100%ige Garantie, wenn ihn herausgeht mit einem Diplom, für auch einen Job zu kriegen. Kann ihn so etwas überhaupt so? Das kann ich nicht so, aber ich stelle nicht fest. Aber für was stellen nicht fest? Mir ganz einfach als Schüler, die ein Diplom kriegen, die haben alle Guten à travers von ihren Stagen schon Promesse d'Embauche von ihrem Patron gekriegt. Sodass ich mal lernen kann zu sagen, den Horeca-Sektor, den als Sektor, wo der 100%ig eine Arbeit fand, unter der Kondition, dass er schafft und dann ein Diplom kriegt. Weil will man natürlich auch gesehen, wie an so einer Hotelschule geschafft wird, wie du den all daraus gesagt hast, ich proposieren, guck mal, das zusammen. Gerne, komm gehen. Cool. L'École d'Hôtellerie de Tourisme zu Dickrich, das sind eng 300 Schüler, die ein Großoffer und Ausbildungsmöglichkeiten haben. Koch, Restaurateur, Hotelier-Restaurateur, Restaurant-Hotelmanager, er kann wirklich all Beruf aus dem Sektor lehren und das auch wirklich ganz praktisch. Wir haben heute verwurzelter gemerkt, das passt gut an die Zeit. Mit einer 11. T-Klasse haben wir noch mehr da angefangen, heftig zu erklären, heftig zu machen, heftig abgehen zu lassen. Meine Schüler sind am Gang, die zu backen. Und wir sind am Gang auch die unterrichten, weil um 11:30 kommen die Schüler an das Selbstservice essen. Und da muss unser Dessert auch bereit sein. Wir sind an einer Weiterpatisserie, wo ein anderes Dessert gemacht wird. Und das ist ganz normal nachzuvollziehen, weil wir hier nicht nur eine Klasse wir haben über 20 Klassen an dieser Schule. Und wenn wir für die ganze Communauté scolaire kochen, also doch so, dass wir es meistens fertig bringen, nicht nur ein Dessert, sondern 2 oder 3 Desserts zu machen, in Funktion von dem Schulprogramm, den dann umgesetzt wird. Wie ihr seht, muss ich den Teller immer schön proper machen, bevor sie bei den Klienten gehen. Letztes bin ich ganz professionell gesagt, für allem habe ich mal Kakaopulver drauf gemäht. Das fliegt natürlich ein bisschen überall.
Aber das ist am großen Ganzen Hygiene als Verreis natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur den Teil, der bei den Klienten geht, aber de manière générale als einfach Hygiene und auch natürlich Sicherheit, die ganz wichtig sind bei uns hier an der Schule. Auch an der Kitchen passieren all der anderen Klassen, die hier auch immer einer Plan lehren. Sie kriegen am Vorfeld schon das Menü von der annonciert, für das sie sich präparieren können. Und dann den Tag selber kriegen sie iPad das Rezept affichiert und haben 3 bis 4 Stunden Zeit, das Ganze umzusetzen. Unter der strenger Bewachung vom Prof wird es so für den hausinternen Restaurant geschafft. Mein Name ist Gilles Deleclerc und ich bin seit 10 Jahren Enseignant hier am EHTL zu Dickrösch. Wir arbeiten heute mit einer Klasse von 3TP HO, das ist ein Regime-Technicien. Sie sind am 2. Jahr. Und Destination Hanno als mehr für am Tourismus oder weiter nach an der Branche zu arbeiten. Mit ihnen heute haben wir dann präpariert ein Nemo-Legum. Mehr am Stil Bonbon haut, serviert man eng Sauce aigre douce, ein kleine Salade frisée. Und als Plat und sie dann ein Pot-au-feu, traditionell französisches Gericht. Seit 2 Jahren haben wir die Chance, für 2 neue Formationen anzubieten. Und zwar heißen die einerseits Gestion de l'Hospitalité. Die Formation feiert zu einer normaler Premiere. Die zweite Formation als die von einem BTS, einem Brevet de Technicien Supérieur am Hospitality Management. Und ihr versteht, die erste Formation, die zur Premiere feiert, die ist mehr Französisch, lastig, Gestion de l'Hospitalité. Und dann switchen wir rüber an die international, aber mehr Präsenzspruch vom Englischen, den Hospitality Management. Das sind Kuren, die zu 60–70% auf Englisch laufen. An der Rotalschule geht also nicht nur gekocht und serviert, hat in der Formation noch ganz theoretisch Kuren, für die zum Teil auch externen Konsultanten Ruhe zu gehen, wie der Carlo Cravert im Heigesinn, den Lovell seit 5 Jahren Kommunikation und Marketing enseigniert. Für allem aber müssen alle Schüler aus der Rotalschule Stage machen, und das von Anfang an. Wir haben dann die klassische Formation vom DRP und dem DT. Das sind jeweils 10 Wochen Stage zwischen Mai und August. Dann haben wir ganz neu als Techniksklassen, da also eine Art Schnupperstage von 3 Wochen, von Juni bis Anfang Juli. Und dann hier ganz neu als BTS-Klassen, die das Woche genau angefangen haben am Stage für 4,5 Monate. Natürlich, wenn sie dann hier Jahren gemacht und haben sie eine große Selbstständigkeit an, sie kriegen automatisch hier Platz, 7 Tage am Land oder im Ausland. Über 50 Jahre geht die Hotelschule zu Dickrösch schon, aber die Ausbildung ist nicht stehen geblieben und die Schüler, die hier rausgehen, haben tatsächlich Möglichkeiten, überall in der Welt im Bereich von der Restauration und der Hotellerie Fuß zu fassen. Auch von der Nummer Alexis Hengelo und dem Applikationsrestaurant Firo gerichtet ging es, so möchte die Schule dem Tourismus am Land, also noch immer weiter nach außen all eher. Die Hotelschule, die ist nicht mehr von Dickrösch wegzudenken. Geht nicht so wenig wie die Dickröscher Kavalkade, die dieses Jahr übrigens große Geburtstag feiert. Für rund 150 Jahre wurde den ersten Cortège hier zu Dickrösch durch die Straße gezogen und sind Ende 70er Jahren Göttesen vom Verein Dieseln aus der Sauerstadt organisiert. De Sandro Demola, langjährige Präsident von den Eseln aus der Sauerstadt, hält als Mann auf den Platz, wo die Eseln einmal an der Woche zusammen sitzen, für die Kavalkade zu bereden. Gehen von all den Kavalkade-Motiven, Orden und Kapen, über die Jahre aus dem Munches zusammenkommen. Genauso interessant ist der Woche am Stock, da wo die Kamellen und Chips angesperrt sind, die werden 2020 verteilt gehen. Und nicht zu vergessen, wo die Kostümer vom Verein versucht gehen. Die Hallhai vom Reis befannen, also etwas wie das Konservatoire von der Kavalkade-Geschichte. Am liebsten habe ich effektiv die Kostüm, die wir am Moment haben. Das ist der Frack, das ist relativ elegant. Ich möchte etwas von einem kleinen Dompteur raus, und das ein bisschen mehr verspielt, weil er rot ist. Aber auch beim Zylinder, das ist das, was Dickrösch an sich überall ausmischt. Wir haben all Dickrösch, all Seerei, wir haben die all Kirmes, wir haben all längseriert. An den Zylinder als eben halt von früher, an den stellt er doch durch. Also verbannen wir als Vorsicht, wir stechen als bisschen raus aus der Masse, der heißt Vorsicht, hier am Land,
wo se Schëffelscher unhun oder doch wie an Deutschland dat heißt, die Schëffelscher wieder teien wat man fréier hatten mat dem Gebimmels do, wo man war haut als traditionellen Zylinder hunn, den och relativ flott ass van enker d'Ausland ginn. Die gréste Spannung ass awer immer déi wéi men werden Venus gesinn, lang getro geschafft, a bis zum Schluss alles geheimgehall och an dësem Jubiläumsjahr. Spannung die klemmte so los den nächste Sonntag dann also soweit dann aus 2:30 an der Gilsdorfer Straße zu Dickrich den Depart von der 41. Kavalkad. Auf hier schon ein Lobessen anzustimmen, heiner immer die besten Momente vom letzten Jahr. Soweit also zu der Kavalkad 2019/2020. Do gët awer ein klein Schëpp beigelucht, dann ass jo de grossen Anniversär an dofir hunn Dieseln ass der Sauerstaat sech etwas ganz Besonderes afhalle gelos an e ganze Programm rundrem die eigentlech Kavalkad organisiert. De Präsident Sandro Demola ass dofir die Lächzeit ziemlich viel Deel gewircht. Den ESD-Präsident Sandro Demola und Direktrice vom Geschichtsmusee Karin Walter machen das Jahr für die erste Kehr gemeinsam Sache für die Vorsitz. Am Kulturhaus vom Musee soll nämlich das ganze Programm rund um die eigentliche Kavalkad zusammenkommen. Nicht nur am Musee, sondern auch für 100 Tiere spielt sich das ganze Programm auf. Anfang davon, als ob fetten Donnerstag, den traditionellen Kanneratelier, wo die Kanner an einem Workshop für gewinnt Maske basteln. Die Kehrhaber sollen sie sich direkt können ausprobieren. Also wenn wir 150 Jahre Dickrich Kavalkad feiern, an wie dass man das nicht einfach so wollen en passé go lassen, hat man es oder haben wir ein Buch editiert, und aus dem Buch raus wollte man eine kleine Zusammensetzung weisen, hier an einer Ausstellung eben vor der Zeit, wo das auch ein bisschen an die großen Bilder kann gesehen und ein bisschen nur verfolgen, was auf die 150 Jahre als Dickrich eben halt geschieht ist. Ja, für uns, das hat sich super ergeben, weil die mit dem flotten Datum kommen, den 20.02.2020, was natürlich genial ist. Was auch immens flott, weil da ein Donnerstag fällt, wo man dann tatsächlich auch ein Atelier an dem Kader anbieten, weil wir alle Jahre so ein Atelier haben. Und das war eine super Kombination. Und man sagt, yes, das machen wir. Ja, und daraufhin sind dann eben verschiedene Ideen entstanden. Und zwar an dem Sinn, dass wir nur dem Atelier können hingehen an die Dickricher Kanner invitieren für ob eine kleine Kannerfußparty, wo wir Klonen da haben, die Animation machen, Musik da haben, natürlich auch ein Konto für die Eltern, falls denen ein bisschen zu lang gehen. Wie gesagt, das ist etwas Hand an Hand, für die Zeit auch ein bisschen zu verbrechen, bis eben dort noch zum Vernissage zu der Ausstellung, die wir 6:30 hier am Haus haben. Das ist dann den offiziellen, seriösen Teil, wenn ich den da so kann sagen. Und das ist natürlich eine Vernissage wie immer, außer dass auch die Gäste ganz gerne dafür verkleidet sind, wenn sie kommen. Ja, natürlich. Ein Vernissage auf fetten Donnerstag ist nicht alltag der Fall. Ich meine, das ist eine Sache, du sitzt, du leidest verbal auf der Hand, da sind sich kein verkleiden und da sind auch gar nicht dumm beguckt könnt, wenn ihr als Klon oder als sonst irgendetwas, sogar als Sesel, der wir kommen, das ist gar kein Problem. Wir haben natürlich dabei ein Zelt oder viel gesehen, wo viel Action dran ist und wo Musik dran gemacht wird und noch das lohnt nicht einfach ein Zelt, weil du draußen so steht, mit können noch einen hölzernen Boden dran, ich kann hier noch richtig gut drauf tanzen und das ist alles geplant für eine flotte Ofen zu. Ja.
Und wir denken, dass das richtig spannenden und memorablen Tag gibt für die zwei Parteien. Für das so ein Mega-Event für ein Kavalkade auch richtig über die Bühne geht, muss das ganz natürlich lang am Voraus organisiert gehen. Die Sicherheit muss gesucht gehen, der richtige Auflauf muss geplant sein und da muss für allem auch die Wehen gebaut gehen. Wenn dann kurz vor der Fusen alles fertig ist, dann ist die große Fusenversammlung angesucht, wo all die zusammengerufen gehen, die werden Henno und der Kavalkade beteiligt sein. 3 Wochen 400 dickerischer Kavalkade an der Hall wurde Sitz vom SDS. Den Organisationskomitee hat heute all die Beteiligten vom Cortège für ein letztes Briefing zusammengerufen. Schwenkenversammlung, das kann ja ganz wenig ehrlich da sein. 2019 wäret op der dickerischer Kavalkade zu einem Tischefall kommen, wo ein junger Mann von der Konfettikanon profitiert hat, für einen Becks durch die Leute zu schießen. Es war wohl alles gut ausgegangen, aber dem Präsident geht das nicht durch. Und ich will doch eigentlich öffentlich sagen, zu nämlich einer Leute, die es gesehen haben, NRW, die auch wissen, von wo es kommt. Ich meine, der hat letztes Jahr 250 € aufgezogen. Und das sind Sachen, die akzeptieren wir heute zu Dickrich nicht mehr. Heute sind wir froh darüber, weil wir können mit Stolz behaupten, nicht die Ältesten am Land zu sind, weil wir drüben, wo auch an der Stadt denken, mit Stadt hat weil ankennen, mit Dickrich besteht immer noch. Ne? Und das soll auch die nächsten Jahre so bleiben. Die dickerischer Kavalkade ist bekannt für ihre strengen Regeln und das soll auch so bleiben. Mit darum stört sich auch kaum ihn. Die strengste Sommer nicht als streng ist. Das ist einfach, sie machen so, wie sie es gerne wollen. Und die Leute, die es nicht machen wollen, wie sie es wollen, da sollen sie daheim bleiben. Wenn sie keine Lust haben, so wie machen, wie der Komitee sieht, dann bleibt daheim. Und alles gefällt doch so, wie sie es sollen. Wir hatten noch nie ein Problem damit. Und damit kann es dann zum eigentlichen Teil vom Tag gehen. Die Gruppen kriegen hier Startnummer mitgedeelt. Die CD von dem neuen Lied, das extra für die Kavalkade geschrieben wurde, wird verdeelt, sowie auch die Entrée-Banner für alle Beteiligten. Für allem aber gibt es für jede genug Kamelle für zu verdelen und dabei ein paar Büchsen für beim Schaffen nicht zu dichten. Viele von ihnen haben sich schon lange Jahre auf den Weg dabei und noch immer gern. Ich weiß nicht. Schon ganz oft. Und immer muss dabei sein, also so schön. Ja, wir müssen als dickerischer Musik zu dickerisch immer dabei sein. Am Anfang haben wir immer gespielt, Musik. Und seit ein paar Jahren gehen wir eben zu Fuß mit und das ist auch ganz schön. Die Beste aus dem Land. Weil, ja, wie ich so, gesagt eben alle Menschen. Das gesagt auf den anderen Kavalkaden nicht. Heute zu dickerisch treffen sich alle Kollegen bei ihnen, sind lauter Bekannter da. Wir kommen noch gerne, wir machen extra nach ein paar Stunden für darüber reden, weil wir sicher sind, dass wir dickerisch ganz pünktlich da sind, dass wir alles dabei und dass es nicht schief geht. Es geht immer wie schön, weil sie mir Spaß für das dran zu machen, weil Preise hochgehen. Dafür machen sie ein bisschen mehr, aber wenn noch ein bisschen schön dabei sind, die die Sporn Indianer un. Dafür machen wir das schon auch. Dafür auch immer Kamellen, dass sie das rausgehalten. Wir werfen auch noch 3-4 Tonnen raus. Und da trennt jetzt schon für einen zu kommen, muss ein bisschen Spaß bleiben. Die dickerischer Kavalkade ist einfach etwas Besonderes. 150 Jahre Kavalkade, das soll aber extra in Erinnerung bleiben. Und dafür ist nach diesem Sommer ein Spezial-Event geplant. Novität ist ja eben für die 150 Jahre dickerischer Kavalkade haben wir gemeint, wieso nicht mal am Sommer ein Fußball zu machen. Da kann alles sein, du mal Domipiraten heute zu dickerisch an der Seerei. Und ich denke, da kriegen wir auch etwas auf den. Wie weiß, wann der Erfolg geht, fahren wir noch vielleicht weiter. Aber wie weiß, also Bürgermeister, der lenkt auch vielleicht an, für eine Sommerkavalkade zu machen. Zu Dickrich ist also alles Brett für die Fusen, wann die grosse Kavalkade gesot ist. Die einen, die feiern auf der Straße, die anderen, die sind auf der Straße, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. Gerade im Winter ist das eine bitter Geschichte. Mit glücklicherweise gibt es aber Leute, die ihnen helfen. Zum Beispiel der SBL Straßenenglen. Der Gründer von ihnen,
Emann vun Dickrech. Mëttwochowend Boneweescht, Strossenengle Max Ricardo, Stephanie Geil a Lück kurz vir engem Ersatz. D'Strossenenglen, dat ass eng Assoziatioun vu Freiwëllegen, déi den Dickrecher Lück Lauer fir 2 Joer gegrënnt huet, fir Leiit Not op der Stroos ze hëllefen. Die Leiit die liewen op der Stroos, die hu ken deriwwerm Kap, a mir verpflegen se mat Essen, mat wärmer Zopp, mat wärmem Kaffee. Wir gucken natürlich auch nur denen Leute gesundheitlich. Wir schaffen zu summen mit Médecins du Monde. Und da ist wir ein Problem haben, wo wir da haben, die krank sind. Da gucken wir natürlich mit denen, mit einem Doktor zu summen. Oder wenn sogar muss sein, wir müssen sie hospitalisieren, da gehen sie hospitalisiert. Voilà. Hier haben wir mal Zoppen, die frisch gekocht sind. Das ist frisch gemäß Zopp, hier ist Tee. Da haben wir den Tee, den Kaffee haben wir schon mal rangestellt. Dann haben wir Invenduen von Bäckereien. Das heißt, alles, das den Tag nicht verkauft gehen ist, das gehe ich dann oben sicher mit meinen Leuten. Und dann räumen wir das auf. Und dann haben wir das direkt mit raus auf die Straße und Distribution. Ich steht aber auf ihrem Tour haut, dass eine Familie allerdings nicht auf der Straße lebt. Zusammen mit dem Lions Club an ihrer Bank Alimentaire liefern Strossenenglen nämlich auch fertige Lunchboxen auf Familien, denen es nicht so gut geht. Bekannt ist es mittlerweile. Je vais vous apporter avec, alors on va voir. Ça va? Ok, alors je vous laisse. Merci. Da fahren wir an die Dörferstadt gucken, an Großgas. Da haben wir daheim ein gut Dosen bis 20 Stück. Könnt ihr immer darüber, wie viel da ist. Da kann doch sein, dass man da ist. Aber wie gesagt, wir wollen mal drinnen gucken. Lo also geht es an d'Herz vun der Stadt, do wo am da fleissig geschoppt gëtt. Aber schon ehe sie an der Großgaso kommen, von den Strossenenglen immer am Gang von einem Geschäft. Hallo. Hallo. Novent. Novent. Will etwas essen? Kaffee, Zopp? No, thank you. No, thank you. No. Do you speak English? Oh, okay. Okay. We let you. Den du dich schläft, das heißt die Welt nicht. Das ist auch schon Neuen, das ist ein Engländer. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Das ist für dich klar, dass man einfach tun. Aber das heißt aber, dass wir, wenn wir mit in Freitag kommen, dass wir dann aber auch noch gucken. Wir gucken meistens Mittwochs, Freitags. Samstag, Sonntag sind wir auch hier. Dafür wir gucken aber allkehr auch noch neue Ankommlingen. Okay. Dann fahren wir weiter. An Großgas? An der Großgas selber, da kommen die Leute direkt auf den Wohn von der Strossenenglen durch. Sie sind auch froh, sie werden noch bis so gut wie Montag, Mittwochs, Freitags. Wenn wir nicht kommen, dann haben wir den Max, den dann aber Bescheid sagt, wir können nicht kommen, wenn das Auto futtig ist oder wenn wir so etwas haben. Das ist meistens, wenn wir einen Ausfall haben, dass wir nicht fahren können, dann ist es effektiv keine Force Majeure, dann ist es am Auto, wo es hängt, also es nirgends. On a du café, du soupe. On a des petits pains pour manger, on a du pain, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux si vous avez un sac à couchage? Un sac à couchage, oui. Oui, ça j'en ai, ça j'en ai, ça j'en ai. Den man hier kennt, für einen Schlafsack und Rucksack zu kriegen. Für die Engel kein Problem, dank einer Kollekte von Leuten, die am Service Titre von einer großen Bank arbeiten. An eine von den grossen Besuchern entdecken, wie es ein Gespräch zwischen Lück und dem Ricardo geht. Nur das geht, auch die Gefahr, dass ich in den Schuh greife, das kann auch sein. Ja, das sind da viele. Du musst auch erst mal so aufpassen, dass das keine Schuh greift, sondern nicht. Ne? Das ist der Hauptgrund. Das geht und plus Fichtigkeit, also muss gucken, dass du immer nach Dach warst. Schläfst du mal deine Mann oben mal, für zu gucken, dass ja, du bleibst immer mal direkt wie das Mauer. Das Kind ist überfällt oder so. Ja. Do wo also am Dach deier Wuer verkauft gëtt, sitzen nur die Arm vu Lützeburg. De man hai weist mat stolz op sein Doheim, wat hier noch mat Hofert proper hält. Dank de Strossenenglen fielt hien sech gut opgehowen an dem reiche Lützeburg. Ici dans le Luxembourg qui est si riche, mais je trouve ça pauvre. Hein. 2012, ici, 2012. Dans la rue. Vous êtes déjà ici dans la rue. Et c'est aucun qui vous reprend. Eux, ils ne te donnent pas d'adresse, ils ne te donnent pas de travail. Pas d'adresse, pas de travail, pas de travail, pas d'adresse. Ouais.
Situationun mat den Leiit, die sech op der Stroos ophalen, die lo op der Stroos liewen. Et ginn der méi. Et ginn der effektiv vum Moun zu Moun ginint der méi. Saisonal giwe so am Summer sind der nach Film méi, well du kommen se zum Eis an Driwer wie Jo am Wander. Sie erhoffen sech haier Lützeburg, dat dat Land ass wo den hunnech fléist, wat der vergënnet wower ass. Well hai a Lützeburg hunnech Reis van get alle Schei geschwert am Fogeholl, wann ech heide Mise op der Stroos gesinn, den ich schon jahrelang ha gesinn, kann ich gënnet zu dat Lützeburg so erreicht Land ass, wo man die anderen seit soviel Armut op der Stroos sein. Also du geht Igent vu Appes net op. Dasetz vun de Strossenengle se fir viel Leiit net nëmmen eng froh vun iwwerliewen, mé och eng vu Mënsche würd, déi sie kënnen oprench halen. Voilà. Ich kann erzählen, dass ich den Herrscher ein bisschen lernen kann. Den Lück, einfach den Lück. Voilà. Und das ist aber schon ganz viel geholfen hat. Punkto Kleider wie Essen, super Toppe, wo sie wohnen. Und dann haben wir auch den Mats. Die vielleicht nicht von China kommen, aber Mats habe ich da von ihnen top wieder gesehen, kriege ich Toppen von ihnen. Voilà. Und das ist genial. Warm, aber gut. Voilà. Und, also erst gesagt, sind wir schon Kleider, wirklich alles an Top-Qualität und plus, das ist der Beste. Das ist wirklich genial. Trotzdem de ganzen Ersatz, den die Benevolen an ihrer ganzer Freizeit opbringen, kasch doch. Dafür sind sie absolut op Donnes der Population gewiesen, auch finanzieller Natur. Wir machen ganz viel Opruf über Facebook, über Kollegen, die uns unterstützen. Machen wir ganz viel Opruf. Wir brauchen ganz viel Decken, Schlafsäcke brauchen wir. Wir brauchen noch Fantajacketten. Wir haben natürlich Eisfuhren, die kriegen wir von der Stimme von der Straße, wenn wir mit denen zusammen arbeiten. Wir selber, wir machen dann noch Zoppen an den Kaffee. Natürlich, was auch ganz, ganz wichtig ist, das ist das finanzielle Volumen. Wir haben rundum momentan zwischen 16.000 bis 16.000 € frei im Jahr. Dat sie viel suen, wann ihr bedenkt, wie mat de Spenden ass. Offer net schwéier als Spenden ze summen ze kreien, de Lück fährt sech auch an Zukunft mat Sängerekipp ersetzen fir Altleit op der Stroos. 15 Joer lang huet hier 4 Sängerrabecht als Strossenengel loch privat bei sech Leiit him opgeholl, andere Mann Liwensrek burcht. An dat as och den eigentliche Büt vun der Rabecht, Kontakte opbauen, Vertraue gewannen, a weiterhelfen. Allez. Alors, à vendredi, hein? Le pantalon de ski. C'est ça. Allez, ciao, ciao. 1964 ass heit zu Dickrech den HC Nord, den échten Handballverein am Norde vum Land gegrënnt ginn. 1969 hu sech den Handball, de Festverein an de Volleyball vun Dickrech ze Summe gedoen fir den Chef, den Cercle Handball Eskrime Volleyball ze grënnen. Aus dem HC Nord ass dun den Chef Handball Dickrech ginn, déi bis haut eenzeg grossen Handballverein am Norde vum Land, den iwwergens eng exzellent Fraenekipp huet. Die Dickrecher Handballfrauen en Januar kurz vir ihrem Championatsmatch géint déi verdenken. Scho beim Opwirme mirg den des Ekippers a Form a voll Power fir bei den Titeln so richtig aufzuraumen und du sie joch nemi weine wäsch. Talle Final an der Kupp de 27. Februar an der Kopf steht fir den Radier. Das ist auch richtig gut gefallen und natürlich wirklich mega motiviert, dass wir den E-Match gegen Kerching gewonnen, noch Kuplo, Simona dabei. Also mir wirklich, das ist auch wirklich Chance, etwas zu gewonnen und ich meine mir genug, dass wir wirklich motiviert sind. Also die Stimmung ist momentan wirklich super. Auch wenn wir noch viel gewonnen haben diese Saison, wir haben noch eine neue Ausländerin. Wir hatten eine Equipe, die von kleinem an viel gefordert ging. Wir hatten eine gute Trainerin und ja, dafür spielen wir oben mit und wir spielen als Equipe zusammen. Und, ja. Also gleich tolle Finale von der Cup, sind aber ein bisschen aufgeregt. Ja, genau. Also da sind immer aufgeregt, an der Cup zu spielen, das ist immer etwas Extras. Und, ja, es wäre einfach schön, noch einen Titel eben zu gewinnen. Auch an der Party géint déi verding rappen Chefhandballfrauen direkt richchte Jun a machen Egol num anderen. Keng Ausnahme, weil hier Leistungen iwwertreffe schon lang Zeit déi vun de Männer, wofiret fir allem 2 Ursache ginn. Wir hunn eng enorm gute Equipe zu summen, eng Equipe von Mäderscher, die sich ewig kennen, die schon ewig zu Summe spielen. Wir haben die richtige Mischung an der Equipe. Und ja, da huet den dann eng gute Chance.
Op der anderen Seite ass et och noch net so, dats am Land bei den Herre gesäit den, du gëtt ganz viel mat Ausländer opgerüst an dat gëtt bei den Dammmen an net so an do kann e wirklich mat enger guter Ekipp mat egenen Lützeburgsche Spielerinnen na wirklich uwe mat spielen an mat pu Ergänzungen ausländer Spielerinnen, dann kann en do eng kompetitive Ekipp sto hun an der Tummer die lächt Jore gehabt an das Jahr greift man eben dann noch den Titel un. Dufir so mit Herren awer lo net vernolesigt ginn. De Grënner vum HC Nord, den noch haut nach immer all Matscher koke geht, bedauertet op alle Fall net, dat Finanzen hautes das eng immer méi gros Bedeutung hunn. Also die Zeit wie mir de Kluppe gegönnt so gut bei den Dammmen später hin bei de Junge gowet net bezölt. Trainer sie net bezölt gin Deplacementer als schüste Benzinschrick bezölt gin an dat Fahrer. Für de recht schiedverein se Bo Trickel selber bezölt an Beg man war mich schein wann net Personen wie alles mich schein wie freier mit das so das haut dabel besser. Den Handball als besser. Auch Chad Fran, 100er Zeit hier ausländische Spielerinnen, Rumänin Adriana Stalku und Westländerin Alina Molkova. Wie weiß, vielleicht steht sich schon nach vielen Punkten Finanzen bei den Frauen. Chad Damen auf alle Fall schlagen sich auch so wunderbar, aber hatten sich heute am Championat 34-28 gegen die verdient. Auch zufrieden vom Bürgermeister. Also denken an in den letzten Jahren sowieso Damen hunn Relevi verhol vun den Herren mit Herren sich auch noch relativ stark sind noch am Playoff Uwen an der Nationaldivision Damen sie gut Club was gut gefauert also momentan kann ich als Bewegung von der Stadt rich zufrieden sind was am Club geschieht an als freieren Handballer natürlich auch. Für die Frauen gilt es nur nach Deckgas gehen für das Halbfinale an der Kok mit Bestleistung zu meistern. Will doch dir sie du im Februar unterstützen, da könnt ihr euch auf office@chef.lu ummelden und am Supporterbus mit an Kok fahren für Trommeln und T-Shirt als Gesucht. Zum Schluss von unserer Emission haut holen wir euch mit an ein ganz spezielles Geschäft zu Dickrich, für ihn sie wahrscheinlich nicht am Land gesehen haben. Der Nostalgikum, den entfeiert den ein bisschen an einer anderen Welt. Oh boy, herzlich willkommen an der kleinen Boutique. Komm ran, komm ran. Es ist der Gilles. Ich hatte immer ein Faible für Balkanten. Und du hast das eben so gemacht, weil das Geschäft freigegeben hast, du dann dezidiert, für heute Stücke anzufangen. Das war pur ein Zufall. Das ist ein bisschen eng geheim. Wir haben kein Geschäft, das mir groß war, musste zentral leihen. Und das war den Instrument, den er am besten gefallen hat. Vielleicht muss ich ein bisschen planen, aber das tut doch sehr Charme. Von den ersten Fällen muss immer aufpassen, für ihn nicht auch umzugehen. Und eine spezielle Sache, wo viele Klienten die extra Sachen sichern. Hier zum Beispiel ein Barra Likör, die früher an der Postkutschen hin und her gefahren sind. Das finde ich auch doch ganz rar. Aber hier eine gewisse Klientel, die so Objekte sichern. Und dann oben die Gläschen, als in der Kirche, das steht immer an einer Villa an der Rentrée. Das ist ein spezielles Objekt, was tanzt du so Gesicht aus. Dickrich ist so ein schönes Städtchen. Und da den sich direkt voll hielt. Georges kann mal erinnern, das ist mein Associé. Ich halte von ihm, dass der Georges Stür. Wir feiern das schon 10 Jahre, am 11. Jahr sind wir schon hier. Das ist eine ganz flotte Ambiance hier zu Dickrich. Wenn man da zusammen denke ich, ein Gericht, und dann gehen die Kachen, dann stehen in der Boutique. Oder er kocht, dann macht nicht die Boutique so. Oder er geht mit dem Klient raus, ein Auto liefern oder so. Das ist immer praktisch immer ein Hai. Und wir machen immer von Dienstags, Mittwochs mit der Sonne, von 11 Uhr bis Samstags oben, so wir dann ab, mindestens das Zoo, dann hast du ein dickes wie mir ruhig. Ich wollte immer eine Boutique mit meinen Eltern, wenn immer du gehst, gehst arbeiten, und wie das dann so ist, dann an der Pension, und ich hab's machen. Ich finde mich nach gut für bisschen an der Leute zu sehen, und so, weil die Ambiance hier auch immens ist. So haben wir direkt hierher gelebt.
no am 11. Hai an se ganz zufrieden an dat huet gut entwickelt ha an Dickrech miss dat doch goen net. An dummer zo nëch ich fir haut moll Ädi mégesinn als dann rëmmer am März, wo man einmal op die ganz vor sind zreckkocken, fer Dich sto alles a Werdelo, dat gesit lo direkt nach enke am Detail am Agenda. Matet gut, feiert gut, net zuviel, a bis geschwet. Vorsicht 2020 zu Dickrech geht den 20. Februar Fettendonnerstag am Kulturhaus agelaut. Mit einem Kanner-Workshop zum Thema Masken, den Duno an eng Flott-Kanner-Fußparty an engem Zelt hanner dem Kulturhaus übergeht. Um 6:30 Uhr ist dann das Banant vom Kulturhaus de Vernissage von der Expo 150 Dickrecher Kavalkade gesucht, wo auch das entsprechende Buch an das Neidfußlied vom RSD 4 gestaltet ging. Die dann immer noch nicht genug haben, die invitierten Dickrecher Fußball Duno auf den traditionellen Altweiberball an der Dickrecher Stufe. Den Dracht drauf oben ist dann an der Allerseerei aus der bekannten Hippigsball, am Samstagsmittags auf der Silvesterplatz der gewinnte Kannerfußball. Am Sonntag, den 23. Februar, also um 2:30 an der Gelsefer Straße der großen Depot von der Kavalkade, die gegen 17 Uhr an der Allerseerei oben geht. Nur der Preiseverreichung, wo die flottste Wehen ausgezeichnet gehen, ist natürlich auch heuer der gewinnte große Fußball gesucht. Von Tvösende River am Samstag, den 29. Februar, auch nach Burschbrenner Land ziehen, da kann es sich schon bald auf die Freie freuen. Und auf die Fischen. Damit La Pêche invitieren dafür alle Fischer und auch Nicht-Fischer auf ihre flotte Salon de la Pêche den Weekend vom 7. März an der Allerseerei, wo in 2 Tage lang alles über diesen Hobby gewogen wird. An der Allerkirche ist der 7. März im Erdauer Oves ein Konzert von der Dickrecher Choralsängerbund programmiert. Heute Menü stehen aber nach einmal mehr wanderlich klang. Mit Extrien aus Hirsch und Winter vom Heiden Sängefeier Jahreszeiten.